Omnia Brot backen. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Es sind ein paar Tage vergangen, also nicht nur für euch, sondern auch für uns. Wir sind jetzt nämlich weitergezogen. Wir sind nicht mehr in Wetzlar, wie beim letzten Vlog, sondern wir sind von Wetzlar sind wir auf Koblenz. Koblenz, Deutschland, nicht Schweiz. Und dort sind wir in Ikea, weil die Ikea hat super WLAN. Und dort haben wir auch den super Eingangsteppich, den wir jetzt sehen, können posten. Eine super Idee von der Fabienne, dass wir nicht so dreckige Schuhe haben. Ich habe einfach darauf gepocht, dass wir einen Teppich bekommen zum Schuhe abputzen. Und das ist wirklich, wir sind mega zufrieden. Und du, Sven, glaube ich auch. Ich mittlerweile auch. Am Anfang habe ich es ein totales Eich gefunden, aber ich muss sagen, es ist super gemacht. Ja, man muss eben ein bisschen mehr auf die Frauen raus. Ja, nach Koblenz sind wir auf dem Stellplatz Urmitz, in Urmitz am Rhein. Stellplatzbewertung kommt selbstverständlich später, wie immer. So ist es. Und ja, jetzt sind wir auf dem Campingplatz. Dann sind wir vom Stellplatz Urmitz am Rhein, haben wir eine Nacht gemacht dort, eine Nacht übernachtet, sind wir weitergezogen, haben Deutschland verlassen, sind jetzt auf Holland eingereist und sind jetzt auf dem Campingplatz Kleinfink in Arsen. Also es schreibt sich A-R-C-E-N, ich weiss nicht, wie man das ausspricht. Und es ist ein riesiger, also wirklich ein riesiger Platz. Da hat es Ferienhäuschen von den Holländer, Deutschen. Also es ist wirklich es ist angrenzend an einen Nationalpark, ich glaube. Genau. Also ohne Velo bist du da total verschmissen. Es ist wirklich so, also wenn du an die Rezeption von unserem Platz willst, dann nimmst du das Velo. Weil es ist, selbst mit dem Velo hast du also gute 3 Minuten, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall sind wir da, sehr empfehlenswert. Egal ob mit Kind, Hund, alleine. Es hat ein Thermalbad. Es ist einfach super. Der Preis ist übrigens auch super. Ich weiss allerdings nicht, ob das nur in der Vorsaison, wie wir jetzt sind, so ist. Auf jeden Fall, wir zahlen jetzt hier irgendwie 17,34 € pro Nacht, inklusive Wasser, Strom, sanitäre Anlagen benutzen, ohne Einschränkung. Jeder Platz hat einen eigenen Wasser- und Abwasseranschluss. Oh ja, das ist ganz genial. Und ich war ganz begeistert. Ich habe das noch gar nie gesehen. So. Und ich finde das hervorragend. Da musst, wenn du das Auto auftanken willst, musst du nur schnell stöpseln, Schlauch rein, fertig. Beim Rausfahren lass schnell das Abwasser ab, erledigt. Ja, sehr kein gut. Stress mehr. Und noch etwas Besonderes hat der Platz. Schau mal da. Das sind doch Hasengegel. Aber wir sind doch hier auf einem Campingplatz. Jetzt haben die Leute ihre Hasen hier rausgelassen, oder was? Aber komischerweise, ich kann hier auf dem ganzen Platz, ihr seht, wir sind ja ziemlich allein auf dem Platz. Es hat überall habe ich so Hasengegel-Häufchen gefunden. Und ich weiss nicht, vielleicht müssen wir mal schauen, vielleicht hat es irgendwo Hasen. Dort! Schau jetzt dort, nein, ist er. Dort. Also hier schnell der Beweis, das ist also bei uns auf dem Platz quasi. Und Fabienne versucht ihm jetzt ein Rüebli zu geben. Ich will mal eins anrühren. Schauen. Links sieht man das Rüebli, rechts der Hase. Es ist der Hoppli, ja, das will er nicht wissen. Vielleicht haben sie ja gar nicht so gerne Rüebli. Ich hätte lieber gerne ein Stück Herzbrot. Ja, vielleicht sind es aber auch einfach Killerhasen. Killerhasen. Und sie haben gerne Fleisch. Oh, Fleisch. Fleisch haben wir auch kein. Aber ich hätte noch Zugetti oder
Ein gekochter Herdöpfel. Ein gekochter Herdöpfel. Salat, ich hätte noch Salat. Salat? Ja, du soll ich ihm einen Teller dort machen? Weißt du? Unser Campinghase. Wir haben ihn gesehen. Ja. Der Hoppli. Wir haben immer gewusst, den Hoppli gibt's. Der Real-Life Hoppli. Ja, wirklich. Dann hat es noch Fragen gegeben, was wir jetzt machen wegen unserem Kaffee-Debakel sozusagen, weil wir ja den Violetti nicht so gerne haben. Genau für dich, Bernhard. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Update Nummer 1. Ich habe jetzt mal am Hersteller ein E-Mail geschrieben und frage den, ob ich nicht einfach könnte eine 15 Ampere Sicherung reinmachen, weil das Kabel ist schon relativ dick, aber ich traue dieser Sache nicht ganz. Wenn ja, ist das natürlich super, weil dann könnte ich nämlich meine super Kaffeemaschine, die neue Filter... Weil Sicherungen haben wir nämlich auch noch gekauft, wo wir letztes Mal noch gesagt haben. Sicherungen haben wir jetzt wieder. Dann könnte ich natürlich die Kaffeemaschine so brauchen und das wäre schon lässig, wenn das würde gehen. Aber ich will keinen Kabelbrand riskieren, darum besser einmal nachfragen. Und sonst habe ich dann noch eine andere Idee für eine andere Lösung, aber das ist erst, wenn das nicht funktioniert. Also vielleicht kommt nochmal ein Update. Ja, also da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis da die Meldung kommt. Dann haben wir ja einen Backofen noch gekauft, weil wir haben keinen im Wohnmobil rein. Wir haben einen portablen Omnia-Backofen, das kennt wahrscheinlich jede Camperfrau. Und wenn nicht, unbedingt einen zutun. Ja, also die Videos, die wir gesehen haben, sind bis jetzt super. Jetzt, heute ist der erste Tag, wo wir das auch ausprobieren werden, unseren Omnia-Backofen. Ich werde heute ein Brot backen. Omnia Brot backen, let's go! Das ist jetzt die einfache Variante, da muss ich jetzt nur noch Wasser dazu tun. Weil ich habe das Mehl daheim vergessen, das ich eigentlich mitnehmen wollte. Ich habe schon Mehl da, aber das langt dann nicht für die ganze Zeit. Und wir müssen zuerst posten und darum... Aber jetzt muss man ein Brot machen, weil wir haben kein Brot mehr. Darum habe ich jetzt noch Reserven von so einer Fertigmischung von der Migros. Ist also extrem fein. Und man muss nur noch Wasser dran tun, der Rest ist alles schon drin. Für uns Wohnmobil ist es eigentlich ideal. Es ist einfach wirklich so eine Notlösung. Ich tue sonst nicht so backen, aber es ist also Muskeltraining. Jetzt muss ich den schon umleeren, damit das kann in den Backofen aufgehen, weil der Teig geht noch recht auf. Und es ist nachher relativ mühsam, weil er sehr klebrig ist, weil er hat noch so Chiasamen drin und sonstige Leinsamen, die noch Wasser ziehen. Darum ist er sehr ein feuchter Teig. Dann haben wir den Deckel. Dann, das ist dann quasi die Backform. Und das da ist der Unterteller, wo dann die Hitze von unten vom Gas geht dann rauf. Deckel oben rein und dann tut es auch von oben her backen. Und da hat es noch so Löchchen, damit dann noch ein bisschen die Wärme im Teil rauskommt und die Feuchtigkeit. Ich lasse jetzt den hier ruhen. Ich schaue mal nach einer halben Stunde, 40 Minuten, schaue mal, wie weit auf das er gegangen ist. Ich mache mal den Deckel drauf. Wichtig ist vielleicht noch, aber das wissen ja die backen, dass man keinen Durchzug hat wegen der Hefe. Er ist schon wacker aufgegangen. Jetzt ist das 45 Minuten etwa. Kann ich den gehen lassen. Und jetzt geht er ab aufs Feuer. Insgesamt sollte er etwa 60 Minuten backen. Um es jetzt mal aufheizen, tue ich jetzt vielleicht mal 5 bis 10 Minuten auf Vollgas heizen und nachher tue ich runterstellen auf die kleinste Gasflamme und dann lasse ich das 50 Minuten lasse ich dann etwa backen. Das war ja mal ein Geschenk von meinem Gottemädchen und mein Gottemädchen ist genau heute
auf eine grosse Reise auf Australien. Sie wird dieses Jahr 19. Das war sie vielleicht 5, 6 oder so. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel da, der Topflappen. Sieht aber gut aus. Ja, ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Raus mit. Ui, das kommt raus wie heute. Du hast ja schön geölt. Hoppla. Wow. Und jetzt kann man ja den Test machen. Mm. Das erste Brot ist backen. Sehr cool. Gugus. Ich hoffe, die Episode hat euch Spass gemacht. Für uns war es einmal sehr lustig, vor allem der Hoppli, der war faszinierend für uns. Sensation gewesen, ja. Morgen reisen wir wieder ab und gehen weiter Richtung die Küste von den Netherlands. Und ja, natürlich nehmen wir euch wieder mit, also bleibt dran, es gibt spannende Sachen zu sehen, so hoffen wir jedenfalls. Tschüss zusammen! Ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.